Wie stark ist Europa auf dem Musikmarkt verglichen mit den Amis? Fragt da der Sinne. Gut, dass du das fragst. Ich kann das eventuell beantworten. Weil ich da Music Consumption, weil ich da ein paar Case Studies gerade am anschauen bin, ein paar Marketingstudien. Global Music Report ist eben letztens gerade rausgekommen. Für die, was interessiert, ist ein bisschen ciao zusammen. Sally Distrust. Warte mal schnell, Sinne. Eventuell weiss ich das gerade aus dem Stegreif. Wenn die da ein Ding haben. Wenn die da Kontinente. Es gibt nämlich ein paar Studien, es ist eine gute Frage, Sinne. Es gibt nämlich ein paar Marketingstudien, wo das sich so anschauen mit Kontinent und nicht nur Länder. Aber wenn ihr es gerade, also schau, Top 10 Markets, das kann ich dir spontan zeigen, Sine. Also für die, was interessiert, man sieht es natürlich vielleicht nicht so gut jetzt im Moment, aber schau, es gibt da von der IFPI, das ist der internationale Musikverband, wo die ganze Industrie sozusagen angeschlossen ist. Ich hoffe, das sieht man ein bisschen einigermaßen. Die haben so ein jährliches Sheet, das sie rausbringen. Global Music Report heisst das. The Industry in 2019. Also, es ist immer vom vorherigen Jahr. Wenn euch das interessiert, googelt das einmal. Dort hat's auch coole Stats drin und so ein bisschen Stories. Und, das ist irgendwie so ein 30-seitiges Dokument oder so, ein PDF. Und jetzt Sinne zu deiner Frage, da hat es zwar keinen Kontinentenvergleich, aber das ist gerade so das Aktuellste, was man kann zeigen. Top 10 Markets, Top 10 Music Markets 2019. Da könnte man ein bisschen seine Schlüsse ziehen, wie so Europa steht im Vergleich zu Amerika. Also da sehen wir die Top 10 stärksten Musikmärkte. Und wenn ihr euch fragt, was da alles reinkommt, wie das ausgerechnet worden ist, da kommt alles das rein, was ihr da seht. Also Synchronization Revenues, das ist alles, was mit Synchronisation, also so mit so Filmplacements und so Sachen zu tun hat. Performance Rights, Physical, also es gibt halt viele Länder, wo natürlich noch im physischen Verkauf sehr stark ist. Digital and other sources, und nachher siehst du da Subscription Audio Streams und Ad-Supported Streams. Wenn ihr euch dort fragt, was die Unterscheidung ist, Ad-Supported Streams bedeutet einfach die Nutzer, die Gratis-Nutzer, die mit Werbung, wo irgendein Streaming-Anbieter verwendet, aber nicht zahlen dafür und Werbung bekommen. Und da unten sehen ihr 42% Subscription Audio Streams. Das sind die ein Abo haben, ein monatliches Abo. Und das geht alles in die Kalkulation da rein. Also USA immer noch der stärkste Musikmarkt. Aber es gibt auch also für die, was interessiert, schaut, das ist ein spannender Report und es zeigt es eben auch recht einfach auf. Du musst jetzt nicht ein riesen Marketing-Crack sein, um den Global Music Report zu verstehen. Der ist halt auch ein bisschen für die Industrie gemacht, aber auch für Musikschaffende, die das interessiert. Es gibt aber auch tatsächlich Zahlen, wo explizit auch mit Umsatzstatistiken zeigen, wie zum Beispiel ganz Europa abschneidet im Vergleich zum asiatischen Raum oder im Vergleich zu Lateinamerika oder nordamerikanischen Raum. Also wenn es so interessiert, IFPI Music Report heisst das. Sine schreibt da noch, liegt auch an der Quantität in Amerika, wie es so viel gibt. Also irgendwann ist es einfach eine Populationsfrage. Also nicht nur, aber es entscheiden natürlich Länder, wo halt mehr Leute drin hocken oder wo einfach eine grössere Bevölkerung haben. Dort könnte man jetzt den Mutmaßen oder die Annahme treffen, dass die halt auch rein einfach mehr Musikschaffende haben im Land oder mehr generieren. Und by default, weil halt so viele Leute
in US wohnen oder Amerika so hohe, also Anzahl Population hat, ist natürlich die Chance recht groß, dass dort etwas läuft, sage ich jetzt mal. Aber auch sie sind jetzt dann natürlich im Vergleich zum ganz asiatischen Raum, ist das ja auch nur noch, ist das auch nicht richtig vergleichbar, weil vieles, was zum Beispiel dann in Asien läuft, musikmarkttechnisch, das bekommt man halt in Europa auch gar nicht mit über, weil die halt total komplett andere Plattformen verwenden, weil halt nicht alle Plattformen, die wir in Europa kennen, also auch Streaming-Plattformen, auch 1:1 in Asien, im asiatischen Raum oder in Indien oder so zur Verfügung stehen. Die meisten zwar schon, aber es gibt dort noch rechte Unterschiede. Und Amerika ist halt immer, ich meine, wenn sich jemand fragt, halt auch ein bisschen einfacher ausdrückt, wieso Amerika immer so stark war, was halt Musik angeht. Die haben das halt wie so ein bisschen erfunden, die Musikindustrie. Also, oder wenn man jetzt in der Historie zurückgehen, wird man, glaube ich, dort so die ersten Schritte, die jemals gemacht worden sind, was so zum Beispiel Wirtschaftlichkeit angeht, also der Wirtschaftsaspekt zusammen mit Musik kombinieren, ist wahrscheinlich Amerika dort recht weit vorne gewesen. Und ja, das ist halt dann wie so ein bisschen das Original, by default, sozusagen. Und alle kopieren halt ein bisschen von Amerika. Was aber irgendwo durch, also wenn es jetzt um die ganze Kopierthematik geht, oder bei wem soll man kopieren, bei wem nicht. Ich meine, wir reden ja amigs da davon auf dem Colo-Podcast, dass wenn ihr euch zum Beispiel Strategien anschaut oder Moves anschaut, gehe ich amigs immer so von diesen Referenzbeispielen aus, schaut es euch von den Besten ab, sozusagen. Und dort ist halt Amerika ganz weit vorne. Nicht immer, aber oftmals. Carlito Amari ist auch noch da. Pro Deluxe liegt auch daran, dass die Musik von den Amis in der ganzen Welt gelost wird. Ja, voll. Ist halt auch ein bisschen gemein, gell?